Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will von unserer Seite aus dem Kollegen Alex Bodry merci so für sehr guten Rapport, den er gemietet. Wir haben als Reglementskommission den Rapport, den Text proposiert. Mit fairerweise muss ich aber sagen, dass es nicht die Reglementskommission war, die den Text ausgeschafft hat, mehr dass es die Kommission von den Institutionen war, wo der Kollege Bodry auch Präsident davon ist, die den Text einen guten Text ausgeschafft haben, und dann an die Reglementskommission weitergehen, wo dann am Anfang nur an das Reglement angebaut ist, aber wo die Reglementskommission am Anfang just geguckt hat, dass es konform zu den anderen Artikeln ist, was das Reglement ist, und dass man nicht Kontradiktionen dran haben oder Sachen, denen sich überschneiden. Der Kollege Bodry will da doch ein Express erheben, hat versucht, den Konsens zu sichern, ohne dass das auf Kosten von der Substanz vom Text gegangen ist, und ich meine, das ist auch gut so. Dass die Institutionskommission festgehalten hat, für das wir als sollten und die Reglemente und die Kodeontologie vom Europaparlament anlegen, ich meine, das war eine gute Decision. Den Vierredner haben das schon gesagt, gibt erstens das ein Text, den auf einem breiten Konsens, auf einer breiten Basis beruht, und bringt dann mit sich, dass wir dadurch auch dieselbe Regeln kriegen, sowohl für als Nationalparlamentarier wie für die Europaparlamentarier von Lützeburg. Das Ganze basiert die Diskussion, die wir heute feiern, auf eine Resolution, die Chamber den 13. Oktober 2011 genommen, wo man am Anfang gesagt hat, dass man einen Deontologiekodex kriegen, sowohl für die Chamber wie für die Regierung, wie die Gemeinden, wie für die Funktionäre. Und ich meine, dass die Chamber mit dem Worthaut von diesem Projekt hier habe ich damit gemäht wird. Das gewährt dadurch lohnt nach eine ganze Reihe von Bestimmungen aus dem Code der Deontologie agin, dass du mein Vierredner gemäht. Ich will dafür vielleicht noch die eine oder die andere mehr prinzipiell Überlegung herabbringen. Wenn man von Lobbyismus schwätzen, da soll man nicht nur von Lobbyismus schwätzen von den Deputierten, ich meine, wir sind automatisch dann auch die Regierung, Gemengen, an Funktionären, wenn ich Funktionäre meine ich a priori die Hilfsfunktionären, denen der Ausarbeitung von den Gesetzen beteiligt sind, an auch der Exekution von den Gesetzen leiden. Ich meine, da gibt es vielleicht auch ein gewisser Lobbyismus, und dafür wird die Resolution ja auch von der Chamber, dem muss die verschiedenen Kategorien festgehalten. Der Kollege Berger hat von den Lobbyisten geschwärzt, von Gewerkschaften geschwärzt. Das ist richtig. Ich meine, wenn wir gucken, wenn wir den Lobbyismus so breit definieren, dann ist jeder ein Lobbyist. Ich meine, wir sind an erster Stelle schon Lobbyisten von unseren Parteien, wenn wir vertreten ja die Interessen von unseren Parteien, dass die Gewerkschaften, die an die Chamber können, dass die gewählt gehen als von Leuten, die Gewerkschaften oder Gewerkschaften wollen eine Stütze schenken, das Normalste sind, an die auch von denen verlangen, dass vielleicht die Interessen haben. Der Bauer, den an die Chamber können, als normal, dass den Bauern davon ausgehen, dass die Interessen von den Bauern vertreten. An der Berger, ein Funktionär, den an die Chamber können, oder ein Schulmeister, den an die Chamber können, als auch ein Lobbyist, an der haben wir da vielleicht mehr sitzen, wie mehr Gewerkschaftler sitzen. Wir dürfen nicht sollen Menge wissen, dass wenn wir den Lobbyismus so breit sprechen, dann ist jeder ein Lobbyist, den auf dieser Platz schwätzt oder agiert. Mit das ja aber nicht das, was gemeint. Also ich meine, die Definition vom Lobbyismus für ein Europaparlament aufgegrenzt ist, das beweist ja auch, dass man die Differenz gibt vom Intérêt generell oder vom Interesse von dem Einzelnen. Ich meine, das darüber, wo du kannst, wo man sicherlich noch nicht, ob all die Frauen, die werden in Zukunft kommen, schon genau wissen, wo die Grenze von dem einen oder von dem anderen liegt. Aber das wird Praxis ergehen. Und ich meine, auch der Komitee konsultativ an der Erfahrung wird als dann so wo man die engen Interessen haben, aber wo man keine haben, aber wie man den auch sollen zu spielen und sowohl an den Kommissionsarbeiten wie auch an den Debatten, aber bei den Voten am Parlament, wo ich immer der Meinung bin, dass den Deputierten, den Heiß muss immer Recht tun können zu schwätzen und auch immer Recht tun, für können aufstimmen, kickt, dass muss eine Deklaration machen über seine Situation. Da muss ich noch gucken, den Abfluss, den politischen Abfluss. Wo wir als Deputierten, die wohl gesagt stimmen, da mehr einen großen Abfluss
wie andere Leute am Land zu der Gestaltung von einem Gesetz haben. Auch darüber kann es. Ich meine, den Mann bei den an der Regierung als Minister, die matthäische Funktionären ein Gesetz ausschafft, den hat auch einen gewissen Einfluss. Das ist vielleicht sogar mehr großen Einfluss wie den Deputiert, weil noch viel vertannerten Texte vielleicht mehr im Detail steht, aber wenn er nur exekutiert, was ein Deputierte nicht, ein Deputierte stimmte. Wenn also ein Deputierte will einen gewissen Lobbyismus für einen bestimmten Organisation oder Betrieb machen, dann ist er an einer ersten Stelle erst einmal allein. Und er muss seine Partei, seine Fraktion, er muss eine Kommission, er muss ein Parlament, und er muss eine Regierung überzeugt kriegen, für das seine Idee Abfluss an Texte von der Tisch. Den Deputiert mit meiner Meinung noch nicht die große Pouvoir für den Lobbyismus umzusetzen, wie andere Leute am Land aber ein Pouvoir haben, wir können das umzusetzen. Das ist so, dass ein Deputiert als für 5 Jahre gewählt durch eine Regierung. Das heißt, der kann noch aufgewählt werden. Par contre, ein höherer Funktionär, den auch Pouvoir hat auf dem Niveau, den aus dem Anfang angestellt auf Lebenszeit. Dafür meine ich, also es wichtig, dass nur dem Chamberhaut hier Erbigkeit gemäht hat, dass die Erbigkeit einfach muss zügig weitergehen an die Regierung, und das in ihrem Regierungsprogramm steht, also das auch, dass wir am Ganzen schaffen, dass wir dieselbe Code kriegen, sowohl für die Regierung wie für Hilfsfunktionäre. Und da stellt dann es vor sich von der Walle Juridik von den Code für die Regierung, respektive für die Funktionäre, an Eisenmeinung als ADR, kann das nämlich über den Weg von einem Gesetz gehen. Das so wie mir Datei Eisencode öffentlich debattieren, öffentlich aufstimmen, muss das auch Eisenmeinung nur für die Regierung sein. Auch für die Hilfsfunktionäre, aber wenn wir für die Gemenge machen, auch für die Gemenge, dass das ein Wahl kriegt für ein Gesetz, was durch die Chamber geht, was diskutiert wird, aber was aufgestimmt geht. Das schenkt Eisenmeinung noch wichtig, genauso gut wie dann noch, muss da Sanktionen gehen. Wir haben in der Chamber eine Reihe von Sanktionen haben wir an dem Code definiert. Man hat schon eine Party an unserem Reglement definiert, die auch öffentlich gemacht haben, die Öffentlichkeit machen von einer Sanktion, von einer Politik. Das heißt, da mehr eine große Sanktion wie die Sanktion und sich selber lenkt durch Tatsache, dass sie öffentlich gemacht haben. Und ich meine, die Spielregeln, die wir als Deputierte gehen, sollen wir auch so, dieselbe Spielregeln mussten auch für die Regierung, und sie mussten auch für die Hilfsfunktionäre spielen. Weil für allem ja auch die Chamber als die Regierung kontrolliert. Aber wenn die Chamber ihre Mission, dass sie die Regierung kontrolliert, da kann es nicht sein, dass eine Regierung sich ein Code gibt für die Regierung, für das Parlament, nicht mitschwätzt auf das Parlament als eine Funktion, als Kontrollorgan vis-à-vis von einer Regierung auch leicht vortritt an Decisionen. Und ich meine, wir auch für eine Regierung selber mehr ein heisch Valeur von der Person, dass dort also Code, die mir als dienen an die von dem Parlament aufgesehen, das geht über den Weg von einem Gesetz, wie wenn eine Regierung sich selber ein Code gibt, den hausgemacht, intern gemittet, an den kein gesetzliche Basis wird, wo eventuell auch keine Sanktionen darauf gesehen sind, an wo auch kein weiß, wen dann recht tut, für dort zu kontrollieren, auch wenn etwas da geschieht, wir dann das auch so entrollen zu bringen. Das soll alles klar definiert gehen. Und an dem Sinn haben Kollegen von den Linken eine Motion reagiert, wo sie sieht, die Regierung invitiert wird, ein Projekt de loi zu deposieren, den eben die Rechte und Pflichten von ihren Regierungsmembern, dass das, Herr Berger, was am Anfang an dieser Motion steht, dass das in Form von einem Projekt de loi sollen deposieren, das ist eine Motion, die wir können mit 2 Händen schreiben und werden auch dafür Wertemessen matchen. Ich meine, das gibt zu allgemeiner Transparenz von der Erbig von der Lützeburger Politik. Bei der Motion hat natürlich auch die anderen 2 Gemengen, respektiv die Funktionären dabei sind, mit der Teil ist aber schon ein wichtiger Idee. Herr Präsident, zum Schluss würde ich sagen, wir wissen, dass wir so etwas müssen machen, aber wir wissen doch, dass wir international da eine Kontrolle stehen, Greco, als wir da genannt gehen, die das systematisch machen. Wir kommen also nicht erlacht. Wir haben im Prinzip, also am Anfang, schuld, dass wir müssen so eine gute Deontologie machen, dass nicht den einzelnen Politiker von sich selber die Code an sich hat. Weil das was ich mengen, wenn er politisch aktiv ist und den Decisionen zu führen, muss ich sich immer eine Frage stellen selber,
op so eine Code Deontologie, ob in den net an sich mis an Anfang an Sinn von dem all seg Aktivitäten an seg Decisionen holen. Im Member wie bei kürzlichste Fall hatten, mit dem Regierungsauto, die gesagt hat, ich will gucken an der Code Deontologie von der Regierung an den Sterftat. Allein, da den sich die froh stellt, hat schon ein bisschen zur Konklusion bringen, ich mache es nicht, weil es sich nicht passt. An den CD, den Auto aus von den Minister in Deutschland steht, die steht auch nicht für Code Deontologie, innen Auto drauf. Da gebe ich ganz klar, so, es soll jeder sich selber sein Code an sich legen, praktizieren, und davor nicht mit einem Regierungsauto an Vakanz, ob er erlaubt ist oder nicht, das passt sich nicht, dafür die Haut stimmen, als gut, mir viel mehr wichtig ist, dass jeder sein eigenes Code Deontologie an sich auch daran hält, so nicht merci.